So. Hallo zusammen. Für die, die uns noch nicht kennen, wir wissen jetzt einmal schon mal, dass wir aus dem schönen Aargau sind. Nein, wir sind die Meli und der Flo. Und im Video von dieser Woche erzählen wir euch, wie wir mit unserem Van-Umbau bis jetzt so vorangekommen sind. Im letzten Video haben wir auch mit dem Van-Ausbau gestartet. Da haben wir euch gezeigt, wie wir die ganze Fahrerkabine auseinander nehmen. Dort haben wir dann geschaut, wie viel Rost es darunter hat und haben den behandelt. Jetzt sind wir schon in Woche 2 und wir sind auch schon ein bisschen weitergekommen. Man sieht zwar noch nicht ganz so viel, vor allem innen nicht. Dort haben wir erst mal alle Abdeckungen rausgenommen und ein bisschen Kabel verlegt für den nächsten Step. Den habt ihr vielleicht schon gesehen. Da steht das Armaflex parat. Das ist dann, steht dann als nächstes an, dass wir da alles gut dämmen und isolieren. Ja, wir haben noch nie irgendetwas gemacht. Das ist für uns auch so ein First, so ein handwerkliches Projekt, vor allem in diesem Ausmaß. Wir sind sonst eigentlich immer am Computer oder hinter der Kamera am Arbeiten. Für uns hat es eigentlich jeden Tag irgendwelche Sachen gegeben, wo wir das erste Mal ein Werkzeug in der Hand haben, das wir vorher noch nie gebraucht haben. Oder einfach auch nur schon so, dass man irgendwie einen ganzen Tag lang mehr oder weniger auf der Beine ist oder am Boden liegt unter dem Auto irgendjemand und am Rumschrauben ist. Auch nach dem ersten Tag waren wir am Abend tot kaputt. Wirklich. Nach den ganzen Tag auf der Beine zu sein und so Arbeiten zu machen, sind wir uns nicht gewöhnt. Aber es ist jetzt eben Woche 2 und es ist viel besser. Also wir mögen auch schon viel mehr machen. Und eben, wir lernen täglich dazu und wir verlieren halt auch die Hemmungen vor Sachen. Ja, vor allem ich. Werkzeuge tanzen, ja voll. Ich habe am Anfang extrem Respekt gehabt, irgendetwas kaputt zu machen. Da hast du weniger Mühe damit gehabt. Aber du hast immer noch viel Respekt. Ja, schon. Ich will einfach keine Fehler machen, das ist ein bisschen mein Ding. Ja. Aber mit der Zeit habe ich jetzt auch schon ein bisschen gemerkt, dass ja, du kannst schon Fehler machen, aber vieles kannst du dann auch wieder korrigieren und lieber mal ein bisschen vorwärts machen, statt irgendwie sich die ganze Zeit den Kopf zu brechen, was jetzt alles könnte schief gehen. Ja. Was auch noch ist, was ich mir vielleicht vorher gar nicht so überlegt habe, ist, dass die Arbeit selber ist eigentlich gar nicht unbedingt so anstrengend ist, nicht die körperliche Arbeit, die ermüdet, sondern einfach die vielen Überlegungen und Entscheidungen, die man muss fällen muss, wie man es jetzt macht und wie man jetzt die Probleme löst. Und eben, man will ja keine Fehler machen und ja, das ist eigentlich, finde ich, fast das Anstrengendste. Ja, auch wenn es darum geht, Sachen zu bestellen. Ja, man tut sich einfach so schwer zu entscheiden, okay, mit was geht man jetzt. Oder beim Feister, wir haben das Feister immer noch nicht bestellt. Wir haben so lange gehabt, bis wir gewusst haben, welche Größe machen wir jetzt. Machen wir jetzt das Kippfeister, machen wir jetzt das Schiebefeister und all diese Sachen. Wo bestellen wir es? Je nachdem geht es 2 oder 3 Wochen, bis das kommt. Also muss man mega vergleichen, wo bestellen wir es jetzt. Und das braucht mega Energie. Ja. Aber es gehört halt auch dazu. Ja, gehört auch dazu. Ja. Dann haben wir da die Türen austauscht. Da haben wir noch vorher Türen drin gehabt, die ziemlich durchgerostet waren. Und da haben wir jetzt recht cool in Occasion ein paar Türen gefunden, die wir jetzt auch polieren können, sodass sie fast wieder wie von neu aussehen. Wir haben fast ein bisschen das Herz gebrochen, weil wir haben hinten auf der Scheibe so einen Emu-Kopf oder so einen Strussenkopf gehabt. Und ich habe den mega cool gefunden. Ja, voll. Den haben wir jetzt leider nicht mehr. Aber wir haben jetzt entschieden, die Fenster in den Hecktüren auch auszutauschen und die Campingfenster rein zu tun. Der wäre wahrscheinlich früher oder später weggekommen. Ja. Und wir haben ja noch sonst ein paar Mitglieder von der Strussenfamilie. Wir probieren die ein bisschen zu erhalten. Also mal am Anfang haben wir uns gesagt, dass wir die sicher drauf abhalten. Ich finde die eigentlich noch herzig. Ich weiß nicht, wie ihr die findet. Könnt ihr das mal in die Kommentare schreiben, ob ihr so Fans sind von denen wie wir. Ja, voll. Also was ich auch gemerkt habe und was ihr euch wahrscheinlich darauf einstellen könnt, wenn ihr so etwas zum ersten Mal macht, dass es schon immer ein Drauf und Drauf ist von Tag zu Tag. Einen Tag schaffst du mega viel und bist überrascht, wie viel das du leisten kannst. Und den nächsten Tag bist du irgendwie wieder am kleinsten Problem, das auftaucht, irgendwie stundenlang dran und denkst, oh mein Gott, ich weiss nicht weiter.
Ich muss schauen, dass ich mir das ab und zu nicht so zu Herzen nehme und dann plötzlich von alles hinterfragen. Das gehört glaube ich auch ein bisschen dazu, wenn man halt irgendwie nicht so erfahren ist in so Sachen. Ich habe mir auch schon x-mal gleich wieder die Frage gestellt, oh, ist das eine gute Entscheidung gewesen, das zu machen? Oder auch zum Bus selber hörst du halt so viele verschiedene Meinungen und du musst auch auf viele Meinungen vertrauen von Leuten, die es halt ein bisschen, die mehr Erfahrung haben. Und dann bist du halt gleich immer wieder ein bisschen am Kämpfen, haben wir jetzt den richtigen Bus gekauft oder ist er gleich zu alt und was auch immer. So. Aber ja, also da wird es auch mit jedem Tag besser. Auch vor allem, ich merke mit jeder Schraube, die ich immer zu lösen, überall, wo ich wieder drunter liege oder etwas hinterher nehme, lerne ich das Auto besser kennen und sehe auch, was das er wirklich hat oder eben halt, wo das wirklich eigentlich voll gut Weg ist. Und das gibt einem dann natürlich auch voll Sicherheit, dass man das alles einmal so von Grund auf kennenlernt. Oh. Wie schon erwähnt, als nächstes isolieren. Für das haben wir eben das Armaflex bestellt. Dann sieht das Auto auch schon ein bisschen mehr wie ein Camper aus. Nimmt sich ein bisschen Gestalt an. Ich freue mich auch drauf. Und ja, ich denke, wir machen da sicher weiter, wenn ihr uns täglich ein bisschen mitverfolgen wollt, wie wir so vorankommen und was wir so auf was für Probleme wir stoßen, dann schaut doch auf Instagram vorbei. Dort machen wir fast täglich Stories, wo wir euch ein bisschen mitnehmen im Umbau und ein bisschen Einblick zeigen. Das ist auch mega cool, haben wir wirklich ganz, ganz viele Reaktionen und Nachrichten über von den vielen auch in der Schweiz, die irgendwie etwas mit so Van-Umbau und so zu tun haben oder die das gerne mal machen würden. Es ist wirklich mega cool, so ein bisschen zu spüren, dass so eine Community rum ist. Wo einem auch mega, also wir haben so viel Hilfe angeboten, von x Leuten, über Schreiner, sonst Automech, Karosserie. Wir könnten, glaube ich, den ganzen Umbau mit irgendwelchen Leuten machen, die uns helfen würden, was wirklich mega cool ist. Der Austausch ist wirklich mega cool, macht mega Spass. Ja, voll. Du kannst auch ein bisschen fachsimpeln. Kannst viel fragen, kommst eben viele Tipps über. Und das ist wirklich cool, das macht mega Spass. Ja, voll. Yeah. Wir haben auch schon Nachrichten bekommen von Leuten, die sich eben auch überlegen, vielleicht mal so etwas zu machen. Und wer weiss, vielleicht bist du, der das jetzt hier schaut, auch gerade irgendwie so ein bisschen am Hirnen und träumst schon lange von dem. Wir können sagen, glaube ich, so, als kleines Zwischenfazit, wir sind eben noch nicht so weit. Wir haben erst gesehen, Woche 2 von dem Ganzen, aber im Großen und Ganzen ist es wirklich eine super Entscheidung, dass wir so ein Projekt angefangen haben. Es macht mega Spass, einfach an sich so etwas zu machen, also die Veränderung zu sehen. Eben, von Tag zu Tag irgendwie haben wir wieder etwas Neues gemacht, sei es nur irgendwie mal eben die Felgen schwarz lackiert, was ich mega Freude habe, oder eben, dass wir da können Türchen machen. Es ist wirklich so, du machst halt aus etwas Älterem wieder etwas Neues und ja, natürlich am Schluss der ganze Umbau, das ist ja nochmal etwas mega Krasses. Und vielleicht auch so ein bisschen Dankschnee, ich glaube, an mir, die ja keine Ahnung von dem Ganzen noch nie so etwas gemacht haben, du kommst schon rein. Ja, voll. Du machst einfach immer Step by Step. Du musst halt informieren, wie der nächste Schritt geht und machst es einfach. Ja. Cool, sind ihr dabei. Wenn ihr unseren Kanal noch nie abonniert habt, dann macht das doch noch. Könnt auch die Glocke aktivieren, dann kommt ihr eine Benachrichtigung über, wenn ein neues Video da oben ist. Und ja. Dann würde ich sagen, vergesst nicht. Geht raus. Und schreibt euch eigene Geschichte. Tschüss zusammen. Tschüss. Man sieht jetzt einfach, dass du mit... Was, wenn man einen Bachpinsel ja. Gerade nicht anders zur Hand hast. Man muss sich zu helfen wissen. Es kommt darauf an, wer den Pinsel in der Hand hat. Ah, alles klar.